Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel beim ersten FC Köln. Köln. Setzen. Zack, zack. Schon spät. Die ganze Abendzeit hier. Eine Völkerwanderung. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Ich begrüße die beiden Trainer, Thomas Tuchel und Steffen Baumgart. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Danke. Ja, wir haben uns darauf eingestellt, dass wir eventuell sehr emotional und sehr aggressiv angelaufen werden, hoch angelaufen werden, wollten einen guten, tiefen Ballbesitz haben und das auch mischen mit langen Bällen. Das ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Wir haben eine sehr gute. Also ist uns gut gelungen. Man muss aber sagen, dass Köln das auch nur die erste halbe oder 35 Minuten so gespielt hat. Ne? Da haben wir echt das perfekte Gegenmittel gehabt. Ja. Die erste Halbzeit gespielt, waren sofort da, hellwach und sehr gut mit und gegen den Ball. Die Einstellung war top, der Mannschaftsgeist war gut, die gewonnenen Zweikämpfe waren da individuell, das war sehr gut. Wir hätten die erste Halbzeit höher gewinnen müssen, jetzt viele Chancen rausgespielt. Und dann ist es wichtig, wenn es dann nur 1-0 steht, dass du nicht ungeduldig wirst, dass du zum anderen auch nicht Kölner dann tiefer verteidigt, dass du nicht ungeduldig wirst, dass du aber auch nicht frustriert wirst, weil es ja schon hätte höher stehen müssen. Und das haben wir alles geschafft heute und deshalb bin ich sehr zufrieden, auch mit der zweiten Halbzeit, auch wenn die nicht mehr so spektakulär war, aber wir haben es geschafft, das Spiel komplett zu kontrollieren. Und bin ich bei ihm, dass wir das geschafft haben? Ja, nochmal, ist für mich trotz alledem ein zu hohes Risiko. Ja, man hätte aufs zweite Tor. Also defensiv kannst du ja so stehen, wie du standest. Wir standen ja trotzdem tief, obwohl Köln tief stand. Das war ja okay alles. Aber du musst dann einfach zur 70. Minute vorne da frische Kräfte bringen, damit da einfach nochmal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft geht. Ja? Und dass du vielleicht irgendwie das zweite Tor machst. Weil nochmal, wir haben die Saison schon genug Aussetzer gehabt, sei es von Min-Jae oder von Kimmich oder sonst wen. Du brauchst nur einen dummen Elfmeter kriegen, du brauchst nur eine Ecke kriegen, die irgendwie scheiße reinfliegt, sonst irgendwas. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass du einfach ein dummes Tor kriegst. Ja, und dann gehst du 1:1 nach Hause. Und nicht 1:0. Ja, es ist natürlich nicht passiert. Ja, alles gut. Gibt ihm natürlich recht. Aber warum man dieses Risiko eingegangen ist, verstehe ich nicht. Weil es ist ja nicht so, dass wir Graupen auf der Bank haben. Ja. Ich meine, da saß ein Müller, da saß ein Tell, da saß selbst ein Gnabry, da saß ein Kretzig, da saß ein Guerrero. Ja, und nichts gegen Leon. Aber wenn ein Gegner mit zwei Ketten so tief steht, ist ein Leon halt einfach auch kein Spieler, den du dann auf dem Platz brauchst. Gar nichts mit ihm persönlich zu tun oder dass er nicht will oder so. Aber seine Stärke ist Box to Box und das existiert dann einfach nicht. Weil Köln offensiv nicht stattgefunden hat. Über 60, 65 Minuten. Ja, oder über 60, 55 bis 60 Minuten. Hat Köln offensiv nicht stattgefunden. Und dann ist ein Spieler wie Goretzka ein verschenkter Spieler. Leider. Und keine Konterchancen zuzulassen. Wir sind sehr konzentriert geblieben, obwohl wir viel Ballbesitz hatten und es schwer war, das Tempo dann zu erhöhen gegen die zwei tiefen Ketten von Köln. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung und natürlich sehr glücklich mit den 3 Punkten. Dankeschön, Thomas Tuchel. Steffen, gerne deine Einschätzung zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an die Bayern. Hochverdienter Sieg. Gerade in der ersten halben Stunde und muss man sagen, haben sie dann schon gezeigt, wie man sehr guten Fußball spielen kann. Muss dazu natürlich sagen. Ja, sorry, dass die Qualität so scheiße ist. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt hier, was ist schon 1080p alles hier. Das ist halt leider ein bisschen unscharf. Weil dafür habt ihr mich in Schärfe, ist doch was. Dass ich derjenige bin und deswegen nehme ich das auch auf meine Kappe, gerade die erste halbe Stunde, wo ich die Jungs nach vorne getrieben habe. Wir wollten ein bisschen die Müdigkeit der Bayern ausnutzen, wollten gucken, dass wir sie hoch anlaufen, dass wir sie zu Fehlern zwingen. Das ist uns mal komplett daneben gegangen, weil einfach die Qualität dann auch des Gegners zu groß war.
Wir haben es dann tiefer gemacht, wir haben es dann zwar besser verteidigt, aber insgesamt muss man einfach sagen, dass ja, in allen Belangen der Gegner einfach zu stark war und wir hatten zwar ein, zwei kleinere Möglichkeiten, was aber dann auch dem Spielverlauf nicht gerecht geworden wäre. Deswegen geht der Sieg ganz klar auch verdient dann an die Bayern, sehr konzentriert gespielt. Ich habe schon 2-3 Mal gesagt, wenn du das Spiel neutral gucken darfst, dann ist da schon eine gewisse Begeisterung dabei. Wenn du das als Trainer der anderen Mannschaft machst, dann bist du froh, dass deine Jungs nicht aufgeben und sich den Arsch bis zum Ende aufreißen, weil sonst wäre das Ding hier, hätte auch anders ausgehen können. Ja, keinen Stich gehabt. Glückwunsch an Bayern. Dankeschön, Steffen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hier vorne in der zweiten Reihe. Herr Tuchel, die Belastung ist und bleibt ja ein großes Thema. Wie kam es denn dazu, dass Sie heute gar nicht gewechselt haben? Halleluja. Es hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn diese Frage nicht gekommen wäre. Nach seinem ewigen Rumgereite auf der Belastung, Alter. Die Spielkontrolle war so hoch und der Spielstand war so knapp und wir haben uns dann wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Es war ein sehr enges Spiel. Ich war sehr zufrieden mit allen auf all ihren Positionen. Chupo hatten wir auch wegen der Größe, Standardsituationen und natürlich What the fuck? bei 1-0 willst du dann auch nicht durch einen Standard und Freischuss oder eine Ecke durch den Kopfball einen Ausgleich hinnehmen. Und wir haben überlegt, natürlich wie immer, die Zeit ging sehr schnell vorbei, wie heute auf der Bank. Es war plötzlich dann schon 70., dann war schon 80. Natürlich haben wir überlegt, auch ich überlegt, ob wir noch Thomas Raffa, Matistel reinbringen, die es auch verdient haben. Das wird immer so sein. Weißt du was, diese Scheiße kann ich nie mehr hören. Ey, nichts gegen Tuchel. Ich bin echt so der, die Fahne hochhält für den Thomas, ne? Aber dieses dumme Gelaber, Alter. Schenk dir das doch einfach. Halt doch einfach die Fresse zu diesem Thema, Alter. Jedes Mal setzt er sich dahin. Ach ja, ich habe noch überlegt, ob ich den und den reinbringe. Verdient hätten sie es alle mal. Dann setzt er sie 3 Tage vorher. Oh ja, die Belastung ist so groß. Ich weiß gar nicht, das ist so unmenschlich. Und jetzt kommen noch 2 Spiele mehr nächstes Jahr. Und dann lässt er alle Leute nach der Länderspielpause 90 Minuten durchspielen. Alter, dann halt doch einfach die Fresse zu den Themen. Ja? So. Dann sag doch einfach, ich war zufrieden, ich habe keinen Grund gesehen zu wechseln und gut. Ja, fang doch nicht wieder mit den Lobeshymnen auf und die haben es alle verdient und die Leute spielen nie. Die Leute fühlen sich doch so verarscht, wie ich mich hier gerade verarscht vorkomme, Alter. Dass wir Spieler draußen haben, die es verdienen Junge. zu spielen und auch verdienen zu beginnen. Das war heute definitiv keine Bestrafung oder ein Denkzettel. Im Gegenteil, ich habe es den Spielern auch gesagt, das ist die wirklich große Ausnahme, dass wir gar nicht wechseln. Aber ich habe es heute nicht gefühlt und wollte auch unseren eigenen... Ja, der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Ja, wir haben 1-0 gewonnen, Punkt. So, wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders gesehen. Dass man defensiv nicht wechselt, kann ich verstehen. Wir standen gut, das hat alles gut funktioniert, obwohl Köln halt auch nicht stattgefunden hat, ehrlicherweise. Aber du kannst doch wohl ohne Probleme da einen Chupo auswechseln, der da rumgeirrt ist wie ein Streifenhörnchen, Alter. Genauso kannst du einen Sané und Coman in der 70. auswechseln. Die waren okay, ja, die waren gut im Spiel. Aber du kannst das trotzdem auswechseln, um einfach mal den Gegenspielern, die auf den Seiten sind, einfach mal ein paar frische Leute vor die Brust zu setzen. Und dann machst du vielleicht das zweite. Und dann ist das Ding durch. Ja, ja, nochmal, am Ende haben wir 1-0 gewonnen. Der Erfolg gibt ihm recht. Ja, Punkt. Rhythmus und die Aber verstehen muss ich das trotzdem nicht. Kontrolle und Köln hat ein paar Mal gewechselt und nochmal das System gewechselt. Wollte ich unseren eigenen Rhythmus dann auch nicht mehr stören. Und dadurch, dass keiner angezeigt hat, dass er raus musste, haben wir es dann dabei gelassen. Marc Merten für den Geistblock. Herr Baumgart, guten Abend. Sie haben heute Abend mit einer Dreierkette gespielt. Seit Sie hier in Köln sind, haben Sie mit einer solchen Formation noch nicht angefangen. Was waren Ihre Überlegungen dahinter und wie sind Sie Ihrer Meinung nach aufgegangen? Naja, wenn wir die erste halbe Stunde sehen, gar nicht aufgegangen. Die Überlegung war dahinter, dass wir schon gucken wollten, dass wir mehr Leute vorne beim Anlaufen haben. Wir wollten Hat er doch gerade schon erklärt. Mit seinem Anfangsstatement. natürlich nicht zulassen, dass die Räume so groß sind, gerade in den Kontersituationen. Da waren in der ersten Halbzeit 1, 2 dabei, wo ich sagte, Eher 3-4, wa? Gegner, dass da nicht höher ausgeht. Wollten es kompakt machen, trotz des hohen Anlaufens, was uns nicht gelungen ist. Am Ende ist uns das erst gelungen, als wir uns wirklich tiefer gestellt haben und versucht haben, die Bayern dann wirklich in der eigenen Hälfte zu verteidigen. Wie gesagt, es ist auch nicht das erste Mal, oder es ist für mich insgesamt das erste Mal, dass ich mit einer Dreierkette agiere. Ich habe es in Paderborn auch nicht gemacht. Wie gesagt, aber die Qualität des Gegners war heute
ja, einfach zu gut. Hier vorne in der ersten Reihe. Sie haben gestern gesagt, dass die Mannschaft emotional müde ist, physisch müde, mental müde. Sahen Sie sich dann heute dadurch widerlegt? Ich habe nicht gesagt, meine Mannschaft, ich habe gesagt, die internationalen Topspieler ist das Feedback der Nationaltrainer. Das habe ich gesagt. Alter, jetzt wird er ganz komisch. Ich habe gerade schon gesagt, er sollte zu den Themen einfach vielleicht gar nichts sagen. Da tut er sich, glaube ich, keinen Gefallen mit. Er widerspricht sich halt in jeder PK, Alter. Ja, genau das, was er gerade jetzt sagt, genauso hat er es gesagt. Ja, das Feedback von den Nationaltrainern ist, dass alle Spieler müde sind, bei allen Top-Mannschaften. Das schließt natürlich den FC Bayern mit ein. Ja, will er mir jetzt erzählen, ja, das haben die Nationaltrainer gesagt, aber ich habe das gar nicht so gesehen. Junge, ist doch alles gut. Ist doch, hast du 1:0 gewonnen, ist doch gut. Sag doch zu solchen Themen einfach nichts. Man muss doch auch nicht jede Frage, jede dumme Frage beantworten, die ein Reporter stellt. Dann doch einfach mal sagen, ist so, Punkt. Nicht meine Mannschaft. Wir haben heute nicht müde gewirkt, aber die Thematik bleibt die gleiche. Auch wenn wir da heute das widerlegt haben, für uns bleibt die Thematik trotzdem die gleiche. Wir haben gestern sehr gute Energie schon beim Training gehabt. Wir haben gestern auch eine erste Sitzung gemacht, heute 2 Sitzungen. Sitzen jetzt dann gleich wieder im Bus und im Flieger. Kommen. Hör jetzt auf rumzuheulen, Alter. Du widersprichst dich jetzt innerhalb von 2 Sätzen, Alter. Irgendwann ist gut, ey. Weit nach Mitternacht dann nach Hause. Können die Jungs mal fragen, die jetzt dann durchgespielt haben. Das war aber nicht auf meine Mannschaft. Ja, warum haben sie denn durchgespielt? Weil du nicht gewechselt hast, Alter. Auf die Top-Spieler international, die einfach Champions League spielen, die ja, ist auch unser Anspruch, durch die Champions League Gruppenphase durchkommen, die dann international spielen, und das trifft auf jeden Fall zu, auch wenn wir das heute widerlegt haben. Hier in der zweiten. Ja, sorry, Leute, das ist nicht böse gemeint, aber nochmal, ich gucke jede PK seit Anfang der Saison und mache zu jeder PK eine Reaction. Ich weiß, welchen Stuss er in jeder PK erzählt. Ja, das ist alles in meiner kleinen Birne drinne. Und mittlerweile widerspricht er sich, ich habe es gerade gehört, innerhalb von einem Satz. Also, ich weiß es nicht. Er tut sich da keinen Gefallen mit und einfach mal die Goschen halten zu manchen Themen. Weißt du? So. Man erzählt immer hier, da, macht so ein Fass auf und dann macht man genau das Gegenteil und sagt dann, ja, das war dann heute wir sind dann die Ausnahme. War dann heute die Ausnahme. Wir sind gar nicht müde. Dann setz dich nicht dahin und mach da vorher so ein Fass auf, eine PK vorher. Ne? Schwachsinn. Zweiten Reihe und im Anschluss Philipp Seldorf Kannst halt leider nicht mehr ernst nehmen, soll ich auch sagen. Sorry, Leute. für die Süddeutsche Zeitung. Hallo, Manuel Bonke, TZ München. Herr Tuchel, wir haben gestern auf der PK über Thomas Müller gesprochen und Thomas Müller ist ja bei uns in München immer ein Thema. Das hat er heute nicht gespielt. Können Sie uns Beweggründe Der Thomas Müller ist, wenn er nicht schon in der Winterpause weg ist, ist er Ende der Saison weg, Alter. Er will noch Fußball spielen und bei uns kriegt er keine Spielzeit. Das wird er realisiert haben, das sehen wir alle. Es ist kein Anspruch von Thomas Müller, in Mainz mal 3 Minuten eingewechselt zu werden. Ja, also, ich denke, der Zug ist abgefahren. Ja, ist schade, dass es dann so zu Ende geht. Ich denke aber auch nicht, dass der Verein bereit ist und sagt, ja komm Thomas, du kriegst noch ein Jahr oder 2 mit 20 Mille und machst hier, weiß ich nicht, den Bankunterhalter oder was. Ist schade, ich finde es auch schade, dass es so zu Ende geht und dass heute ein Schuppo vor Müller gesehen wurde, kapiere ich persönlich nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Das Thema, das Argument Standardsituation und Schuppo ist so kopfballstark, ich denke Müller hat auch eine gewisse Kopfballstärke. Sorry, fühle ich persönlich nicht. Ja. Vielleicht hat er sich gedacht, Schuppo war die ganze Woche da, hat super trainiert. Die anderen konnten nicht so trainieren, deswegen bringe ich einen Schuppo. Alles gut, alles fein, kann ich verstehen. Aber dann kann sie ihn zur 60. auswechseln und Müller bringen. Alter, das hätte übrigens noch ein bisschen. Ich denke auch, es hätte Impact gegeben. Ne? Weil Köln halt super tief stand. Das ist genau das, wofür Müller stark ist. Wenn keine Räume da sind, Räume zu finden und die Bälle zu spielen. Ja, war halt nicht der Fall. Deswegen meine Vorhersage. Müller wird wechseln. Definitiv. Und er will noch gerne Fußball spielen. Und Tuchel wird ja gerne Fußball spielen. Das wird er realisiert haben.
Da kann er sich auch noch in 10 PKs da hinsetzen und sagen, ach, der Müller ist so ein wichtiger, toller Spieler und eigentlich müsste er in jeder Startelf stehen, bla, Sülz, jedes Spiel ist ein Müller-Spiel, bla, Sülz. Das ist, was mir auf den Keks geht. Dieses Rumgeeier, Alter. Ja. Ich verstehe es nicht, warum man sich da hinsetzen muss und in die Kamera lügen muss. So, das sind Sachen, die in meinen Schädel nicht reingehen. Ich weiß nicht, wie das die Ansprache mit Müller ist. Das können wir natürlich nicht beurteilen. Vielleicht ist das alles klar geäußert und so weiter. Ja, aber dieses in der Öffentlichkeit immer da. Selber mit dem Tell und so weiter, immer da in den Himmel loben und bla und Sülz und dann immer das Gegenteil machen. Das kann man ja einmal machen, das kann man auch zweimal machen. Bis beim 3. Mal nimmt man das nicht mehr ernst. Leuten war er platt von den Länderspielreisen oder was war Ihre Idee mit Chupo? Nein, wieso er nicht begonnen hat? Na, Hat er doch gesagt, welche Idee das war, weil Schupo so ein Kopfballungeheuer ist und man die Standardsituation absichern wollte. Hut ab. wegen zum einen, weil wir die Körpergröße und die Kopfballstärke von Chupo haben wollten. Fällt mir aus der Hose, sorry. Dann Sorry. Fühle ich gar nicht diesen spielt Aspekt. Köln normalerweise sehr aggressiv und wir haben ein hohes Anlaufen erwartet. Normalerweise machen sie es im 4-1-3-2. Normal laufen sie sehr. Ja, und was will er mir jetzt erzählen, dass da ein Schupo resistenter ist wie ein Müller, oder was? Oder dass ein Schupo mehr läuft wie Müller? Also ich denke, Müller ist immer der Spieler, der mit am meisten läuft bei uns auf dem Feld. Hoch mit 5 Spielern an. Das haben sie heute auch gemacht und versucht, aber in einer anderen Ordnung. Da wollten wir auch die Möglichkeit haben mit einem langen Ball auf Chupo. Vielleicht uns da doch auf. Alter, ich habe nicht einen langen Ball auf Schupo gesehen, der Schupo irgendwie festgemacht hat. Nicht einen. Nicht einen. Harry Kane hat, glaube ich, mal zweimal versucht, mit dem Kopf zu verlängern. Sonst habe ich nicht einen langen Ball auf Schupo gesehen. Zu befreien, weil wir auch wussten, dass der Platz nicht ganz einfach sein kann, wollten uns dann nicht verzetteln, nur in kleinen Lösungen. Chupo dazu kam, dass Chupo die ganze Woche trainiert hat. Das mache ich dann schon, ist mir schon auch wichtig, dass die ganze Woche auch da sind, auch merken, dass wenn. Ich weiß nicht, waren Kretzig nicht auch die ganze Woche da, Pavlovic? Oder waren die bei irgendeiner U-Nationalmannschaft? Müsste ich googeln. Wenn sie dementsprechend gut trainieren, dass sie auch die Möglichkeit Aber ich glaube, ein Saar war auch da, oder? haben, dann reinzukommen, auch wenn ihm vielleicht dann da ein bisschen der Rhythmus aus den Länderspielen gefehlt hat. So. Und klar, mir ist es total bewusst, dass Thomas eine große Rolle spielt bei uns und das tut er auch wenn er das vielleicht im Moment jetzt nicht so an den Minuten und heute nicht an den Minuten ablesen kann, aber das tut er definitiv. Und heute war. Nochmal, ich finde das völlig legitim. Ja? Wenn man sagt, so, ich bin neuer Trainer, so ich kann mit Müller nichts anfangen, weil ich andere Offensivoptionen habe, Musiala, Blasewitz. Alles gut, ja. Dann kann man das so kommunizieren. Ja. Kann man sagen, pass auf, Thomas, deine Perspektive ist hier halt nicht mehr gegeben. Hast du vielleicht Bock, hier schon als Co-Trainer mit einzusteigen oder möchtest du noch gerne Fußball spielen? Dann legen wir dir keine Steine in den Weg. Alles fein, alles gut. Kann man so kommunizieren, kann man dann aber auch so kommunizieren und nicht immer dieses bla 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 und die Entscheidung für Chupo. Und es wird auf der anderen Seite immer so sein, dass Spieler draußen sind bei Bayern, die. Ja, aber es sind immer dieselben. Na, das ist ja immer sein Gelaber. Ja, wir haben immer harte Entscheidungen und ja, hier, was hat er gekauft? Müller, Tell und die und die und die. Ja, die haben es alle verdient zu spielen. Ja, aber es sind immer die gleichen, die draußen sitzen. Immer die gleichen. Aber sie haben es alle verdient zu spielen. So, nochmal, das nutzt sich halt einfach ab. Das nutzt sich ja nicht nur beim Zuschauer ab oder bei mir ab. Das nutzt sich ja natürlich auch bei den Spielern ab. Wenn du heute mal in das Gesicht von Müller geguckt hast, wo er auf der Bank saß, oder auch beim Aufwehren, ich denke, das hat Bände gesprochen. Ja? Und Müller hat ja noch nicht mal diese Argumente, die zum Beispiel Tell gehabt hat. Durch seine Einsätze und die Torbeteiligung und hin und her. Schwierig irgendwie alles. Nochmal, dass man die Besten aufstellt und so, alles gut. Natürlich kannst du machen gegen Köln, aber zweite Halbzeit war nichts. Zweite Halbzeit war ein super langweiliges Fußballspiel. Ja? Da hätte man doch wenigstens in der Offensive mal durchwechseln können. Die den Anspruch haben und auch die Qualität haben zu beginnen. Aber klar, ich verstehe, dass Thomas eine besondere Rolle, Aufmerksamkeit hat. Philipp. Also wieder, was war jetzt die Antwort? Ja. Ja, Herr Tuchel, nochmal zum Thema Belastung. In
nächsten Saison wird die Champions League in einem neuen Verfahren ausgetragen. Dann gibt es noch mehr Spiele. Ich glaube, es sind Minimum 4, wenn man den längeren Weg dort nehmen darf. Reden Sie darüber mit Ihren, mit dem Clubmanagement, Nee, ja, die reden da nicht drüber. Also denen ist das alles scheißegal, ist doch logisch, oder? mit den Leuten, die darauf auch Einfluss haben? Ja, wir haben keinen Einfluss auf den Modus. Der Modus steht, aber es wird auf jeden Fall so kommen. Wir haben 2 mehr Spiele im Januar und dann, wenn du dich nicht direkt qualifizierst, nochmal 2 K.O.-Spiele, um in die K.O.-Phase dann zu kommen, Playoffs. Es kann 2 bis 4 Spiele mehr sein. Ich glaube, wir müssen nächste Saison sowieso dann aufpassen, weil auch eine Heim-EM, glaube ich, dann einfach sehr anstrengend ist, egal ob sie, also für alle Spieler, die dort teilnehmen, nicht nur für die deutsche Mannschaft als Heim-EM, sondern ein großes Turnier hat so eine hohe Aufmerksamkeit, das wird einfach erschöpfend sein für die, egal ob du dann, und es wird eine hohe Emotionalität sein, egal ob du sehr weit kommst oder ob du eine große Enttäuschung hast oder ein großes Erfolgserlebnis. Das ist nur Große Erfolgserlebnisse werden wir nicht haben als deutsche Nationalspieler. meine Meinung, meine Beobachtungen nach den großen Turnieren. Da müssen wir sehr klug sein in der Kaderplanung. Ja, da muss man aber vielleicht auch mal den anderen Spielern, die auf der Bank sitzen, halt mal die Chancen geben. Dann klappt das vielleicht auch. Aufmerksam sein. Und natürlich werden wir versuchen dann für später den Spielern versuchen, Urlaub zu geben. Deshalb weiß ich auch jetzt schon, es ist ja nicht zum ersten Mal, wie zerstückelt die Vorbereitung sein wird, wie viele unterschiedliche Termine es geben wird, wann die Spieler zurückkommen, die im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und so weiter ausscheiden. Aber schön, dass wir noch nicht mal die Hinrunde beendet haben und jetzt schon darüber reden, was nächste Saison ist, Alter. What the hell? Ja, das ist die Realität, die werden wir nicht mehr ändern, aber wir müssen auf jeden Fall dann darauf reagieren in der Kaderzusammenstellung, weil das ist der Belastbarkeit und das, was ich ja gesagt habe, wir wollen ja auch die besten Spieler sehen und die sollen ja auch Lust haben zu spielen und Freude dran haben und das ist schon eine mentale und Es ist halt auch wieder so widersprüchlich. Er sagt so, ja, wir müssen dann den Kader breiter aufstellen, aber wir wollen ja eigentlich die besten Spieler sehen, die sollen Lust haben. Also das heißt, wir haben dann einen 25-Mann-Kader oder einen 30-Mann-Kader, aber die besten Spieler, solange sie Lust haben, spielen immer. Das heißt, du hast dann 20 unzufriedene Spieler, oder was? Also, ich verstehe diese Aussagen immer nicht. Belastung, Sorry. die an der Grenze ist. Zum Abschluss. Ja, wir reden wieder, die Belastung ist an der Grenze und lassen dann die Alternativen, die wir haben, lassen wir dann draußen, weil die Belastung an den Grenzen ist. Schluss, Jürgen Kemper für den Express. Weil der Rasen hier zuletzt auch immer wieder Thema war, vielleicht eine Frage an beide. Wie waren die Bedingungen heute? Ich glaube, wir haben alles versucht, den Rasen zu flicken. Das hat man dann auch gemerkt. Die Stücke, die eingesetzt wurden, waren leider noch nicht angewachsen. Es war sehr rutschig, sehr schwerer Stand. Es sah, glaube ich, ein bisschen besser aus, als er dann zu spielen war. Aber es war okay. Wir haben es schlimmer erwartet von den Äußerungen, was wir vorher gehört haben. Es war okay, aber die Ausbesserungsarbeiten waren noch nicht angewachsen. Deshalb war es tückisch. Also ich finde es erstmal wichtig, dass die letzten 14 Tage wirklich am Rasen gearbeitet wurde und dass man das Gefühl hatte, es hat sich was verändert. Und es hat sich was verändert, sonst wäre der bei denen nach den Verhältnissen heute noch bescheidener gewesen. Ich glaube, heute war es dann wirklich auch durch die Nässe ein schwieriger Platz, aber nicht, dass da keiner dran gearbeitet hat, sondern du hast schon gemerkt, dass das, was dann vielleicht als Kritik gekommen ist, auch angekommen ist, um an dem Rasen dann so zu arbeiten, dass er wieder vernünftig wird. Dann sage ich vielen Dank, den Bayern eine gute Heimreise, Ihnen allen einen schönen Abend. Jo, ich sage auch vielen Dank, Leute. Ja, sorry, ich musste es rauslassen. Ich kann diese ewigen Widersprüche auf den PKs, zermartern mein Schädel, Alter. Von daher ist es, wie es ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wenn es meinem Hals so geht, wie es jetzt aktuell anscheinend besser wird es auf jeden Fall Montag einen Stream geben zum FC Bayern und dann können wir ja noch mal ein bisschen gerade über dieses Thema mit den ewigen Widersprüchen ja auch mal ein bisschen im Stream talken. Tschüssi.